Wir sind am Rande eines Neubaugebiets im Landkreis Straubing-Bogen unterwegs. Die Erschließung für ein Dutzend Häuser wurde im Jahr 2003 mit dieser Ausgleichsfläche kompensiert. Auf den ersten Blick ein verwildertes Wiesenstück. Der Zustand mangelhaft, urteilt die Projektleiterin des LBV Marianne Kunkel. Was ist jetzt hier falsch an dem Zustand dieser Wiese? Naja, zum einen ist die Wiese jetzt nicht so artenreich, wie sie sein soll. Aber was noch viel wichtiger ist, ist, dass hier die Hecke nicht gepflanzt wurde, die eigentlich laut Plan dort entstehen soll. Was bewirkt die Hecke? Naja, so eine Hecke ist zum Beispiel ein Lebensraum für Vögel unter anderem. Es ist eine lineare Struktur, die die ganze Fläche einfach ökologisch aufwerten würde. Das ist eben diese Fläche hier mit dem Zipfel, der sich hier anschließt. In der komplizierten Berechnung solcher Ausgleichsmaßnahmen wird die Wiese sogar mit dem Faktor 1,75 bewertet. Sie müsste also ökologisch extra wertvoll sein. Christian Stiersdorfer ist Biologe und macht eine Stichprobe. Doch noch was gefangen, was Großes. Kommt schon langsam raus. Das ist ein großes grünes Heupferd, ein Männchen. Also es gibt schon was da drin. Allerdings im Vergleich zu richtig artenreichen Wiesen mit Wiesenknopf zum Beispiel, hätte man viel, viel mehr von Heuschrecken. Und zwar nicht nur diese sehr häufigen Arten, wie jetzt das große grüne Heupferd, sondern auch die selteneren. Und die fehlen hier natürlich. Und das ist eben der Unterschied. Solche Flächen hat der LBV bayernweit untersucht. Es gibt sehr, sehr schöne Beispiele, wo echt artenreiche Lebensräume entstanden sind, ganz wertvoll. Und dann haben wir aber auch teilweise Beispiele, die fremd genutzt werden, die falsch geplant wurden, die nicht umgesetzt wurden oder die einfach nicht so gut umgesetzt wurden, wie dieses Beispiel hier, und wo es einfach in der Pflege und in der Anlage mangelt. Dieser zweite Teil der Ökofläche hat maximal den Wert einer Liegewiese. Eigentlich sollten solche Flächen Eingriffe in die Natur ausgleichen, im Idealfall sogar dafür sorgen, dass gar nicht so viel Fläche verbaut wird, weil es schwierig ist, den Ausgleich zu bewerkstelligen. Tatsächlich aber geht der Flächenfraß ungebremst weiter, trotz aller politischen Versprechen. 11 Hektar sind es in Bayern jeden Tag, rund 15 Fußballfelder. Und jetzt hat man mir versprochen, zu einer Ausgleichsfläche zu gehen, wo es funktioniert. Ob ich sie im Gelände erkenne? Gut, also da ist eine Weide, aber das ist ja eine quasi natürliche Wiese. Könnte man schon vorstellen, dass das eine Ausgleichsfläche ist. Ja? Also das ist sie. Doch, das ist die schaut jetzt in dem Bereich, der so halb beschattet ist, vielleicht noch nicht ganz so attraktiv aus, aber weiter hinten haben wir dann botanisch wirklich ganz tolle Sachen drin in der Fläche. Die gut 4 Hektar große Wiese in der Nähe von Landshut ist der Ausgleich für mehrere Gewerbeerschließungen und Eingriffe im nahen Isartal. Rund 100 solcher Flächen haben ehrenamtliche Mitarbeiter um Christian Brummer untersucht. Von dieser Magerwiese im Hügelland ist der Fachkollege Christian Stiersdorfer begeistert. Das passt alles wunderbar daher. Und das waren früher größerflächige Landschaftsbestandteile, die aber mittlerweile halt weitgehend verschwunden sind. Und umso schöner ist es, wenn das da wieder im Rahmen von so einer Maßnahme entstehen kann. Ich würde sagen, dass wir im Raum Landshut sehr, sehr wenig Flächen von der Qualität jetzt haben, von diesem Biotoptypen. Ja. Also ist es gelungen, im Prinzip eine Fläche höherwertig zu machen? Absolut. Ja. Und zwar massiv höherwertig. Wenn das vorher, nehme ich an, ganz normal landwirtschaftlich betriebene Fläche war, die hat sich jetzt hier wirklich in ein Highlight verwandelt. Mit der Kartäusernelke blühen hier rund 50 Pflanzenarten und bieten den Lebensraum für Schmetterlinge und Insekten. Gehölze und Obstbäume sorgen für vielfältige Strukturen. Ein Landwirt mäht einmal im Jahr und schafft das Heu weg, sodass die Magerwiese erhalten bleibt. Ein ganz wichtiger Faktor ist die Pflege von solchen Flächen. Das sind ja Offenstandorte und die kann man also nicht ungepflegt lassen, die müssen im weitesten Sinne bewirtschaftet werden. Sonst verliert man diese Artenvielfalt, die wir hier sehen. Und das funktioniert auf dieser Fläche sehr gut. Also wie man sieht, man hat großen Artenreichtum, das heißt, die Pflege stimmt. Es wird relativ spät gemäht. Es wird offensichtlich, weil viele Insekten da sind, insektenschonend gemäht. Und wir haben, wie gesagt, ganz andere Beispiele auch schon im Landkreis Landshut bei uns gesehen. Hier zum Beispiel, die ökologisch aufgewertete Fläche wird zur Ablagerung von Erdhaufen genutzt.
Mit den Katasterplänen suchen wir die nächste Ausgleichsfläche auf freiem Feld. Das ist jetzt dieser Abschnitt hier, den wir hier haben. Und da ist das Problem, dass das einfach eine Ausgleichsfläche ist, die in der Landschaft nicht erkennbar ist. Ja. Und das ist schon eine wichtige Geschichte, dass, sagen wir, die Abmarkung richtig ist, dass die Nutzung auch klar ist, wo die Nutzung endet. Ja, man sieht es ja gar nicht. Nein, man sieht es leider gar nicht. Hier nur auf der Karte. Ja. Dann sind wir in Altdorf bei Landshut unterwegs zum Ökoausgleich für ein Neubaugebiet. So. Das ist also diese Fläche, um die geht es jetzt hier. Für uns ein klassisches Negativbeispiel, wenn man Ausgleichsfläche nicht gestaltet und wenn man sie nicht pflegt. Was müsste da eigentlich sein? Ja, da müssten irgendwie naturnahe Kleingewässer drinnen sein, es müssten Gehölzanpflanzungen da sein. Was dann überhaupt nicht geht, ist diese Bewirtschaftung der Fläche, das Management, sage ich mal. Der verwilderten Brache sieht man an, dass sich kein Mensch wirklich dafür interessiert. Und da sieht man, dass ein relativ hoher Anrechnungsfaktor drin ist, 1,3. Das heißt, dass die Fläche, die hier hergestellt wird, naturschutzfachlich hochwertig ist. Und das trifft hier eigentlich überhaupt nicht so. Das ist eine Restfläche, die man anderweitig nicht nutzen kann. Wir sehen da die Stromleitung drüber und der Artenbestand da drinnen, der naturschutzfachliche Wert ist äußerst bescheiden. Was hätte da eigentlich gemacht werden Ja, sollen? da steht jetzt zum Beispiel drin, Anlage dichter Baum- und Strauchbestände aus artenheimischer Vegetation zur Eingrünung. Da ist jetzt überhaupt nichts passiert. Die Planung verspricht eigentlich viel. Also wenn ich irgendwo eine Blüte finde, dann schrei ich ganz laut. Aber der ökologische Ausgleich steht nur auf dem Papier. Das ist uns deswegen wichtig, weil Ausgleichsflächen im Grunde ein Riesenpotenzial haben für die Artenvielfalt. Wir haben jetzt die ganze Diskussion mit dem Insektensterben und wir haben sehr, sehr viele Ausgleichsflächen bei uns in der Landschaft. Ich gehe davon aus, dass wir im Raum Landshut, niemand weiß das ganz genau, über 1000 Ausgleichsflächen haben. Und da sehe ich ein hohes Potenzial, wenn man die richtig managt, diese Flächen. Dann hat man hier wirklich ein Grundgerüst, das über große Flächen verteilt ist, für Insektenschutz, für dass Schmetterlinge da sind und Blutpflanzen. Also Riesenpotenzial. Für Christian Brummer hätten auch solche missachteten Flächen einen Wert für die Heimat. Das ist unser näheres Wohnumfeld. Wir müssen großes Interesse daran haben, dass wir hier irgendwo eine attraktive Landschaft haben. Wenn Kinder irgendwo noch Schmetterlinge sehen, Blühpflanzen da sind, das ist rein unser Interesse. Das muss man mal in die Köpfe reinbringen von den Leuten. Und nicht zuletzt ist es auch Gesetz, dass der Ausgleich funktionieren muss. Im Rathaus von Altdorf wollen wir erfahren, warum Ökoflächen wie diese so stiefmütterlich behandelt werden. Beim Bürgermeister Sebastian Stangelmeier, der selbst Landschaftsbauingenieur ist. Das ist ein sehr schwieriges Thema, weil es auch in die Vergangenheit blickt, in Bebauungsplänen, die lange zurückliegen, da jetzt Forderungen aufzustellen und das einzufordern, was da damals festgesetzt worden ist verständlicherweise mit Widerständen behaftet, aber das wäre jetzt der Weg dafür. Wir haben auch gute Beispiele hier. Im Norden von Altdorf wurde hier externe Ausgleichsfläche geschaffen mit einer Streuobstwiese. Aber Sie arbeiten jetzt an dem Thema. Es gibt wie in vielen Kommunen Bayerns auch bei uns Nachholbedarf, großen Nachholbedarf bei der Umsetzung der Ausgleichsflächen. Wir sind jetzt dabei, im Bauamt die zu katalogisieren, den Zustand zu prüfen, wie der ist und dann bei denen, wo am meisten Handlungsbedarf ist, dem nachzugehen. Fast nirgendwo in Bayern gibt es diesen vollständigen Überblick. Die Einträge im offiziellen Ökoflächenkataster hat die Projektgruppe mit Marianne Kunkel jetzt in eine App übertragen, damit sie auffindbar sind. Und wir können jetzt, wenn wir hier auf die Fläche mal draufklicken, allerlei Informationen dazu anzeigen lassen, also wo sie liegt, wie groß sie ist und eben auch den Zielzustand, das heißt, was auf der Ausgleichsfläche entstehen soll. Und laut dem Ökoflächenkataster ist es ein Streuobstbestand mit den Erstgestaltungsmaßnahmen Pflanzung von Obstbäumen, Obsthochstammpflanzung. Es soll gemäht werden, das Mähgut muss entfernt werden und keine Düngung, keine Pestizide auf der Fläche. Und wie schaut's aus? Ja, bisher sind da keine Obstbäume gepflanzt worden. Ausgleichsflächen können sehr wohl zum Artenschutz beitragen, wenn sie gut umgesetzt werden. Das haben wir gesehen, aber das passiert an vielen Stellen einfach noch zu selten und auch nicht gut genug. Und da muss nachgebessert werden. Sind uns der Schutz von Natur und Landschaft wirklich so wenig wert?
Wir bauen wie die Weltmeister, die Entschädigung für die Natur aber vergessen wir. Das in der Öffentlichkeit praktisch unbeachtete Thema wirkt wie ein Spiegel dafür, wie die Gesellschaft mit ihrer wichtigsten Ressource umgeht.